Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode Filmlife. Ja, ist schon ein Top 10 mit den besten Filmen gemacht. Und das Jahr machen wir dann aber nur noch ein Top 10 mit den schlechtesten Filmen aus dem Jahr 2024. Da wird also noch nicht ganz fertig. Aber mein schlimmsten Erlebnis am Kino muss man dann auch noch rekapitulieren. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, es wäre das letzte Video, mehr das dann aber nicht das letzte Video, ne? Okay, wir gucken uns die schlimmsten Filme an, weil irgendwie hatte ich aber Bock, das auch mal zu behandeln, dass das die erste Jahr, dass ich die Top-List dann auch machen. Aber irgendwie ist das Ganze auch witzig und ich schon mal wirklich viele Filme, die ich schon mal verdrängt hat, sind wir dann nachher durch den Kopf gegangen. Wir machen das nämlich wie mit der Top 10 von den besten Filmen. Wir gehen sie von der Platz 10 auf Platz 1 dadurch und ja, halten das Video dann mit dem schlechtesten Film aus dem Jahr 2024 ab. Aber wenn da mein Channel schon ein bisschen verfolgt wird, dann mengen ich, kann da vielleicht schon wissen, wer du wird landen. So, wir fangen auf der Platz 10 an. Und auf der Platz 10 also Film, den ich noch recht für kurzem gesehen habe, dem mir absolut nicht gefallen hat und wo ich traurig fand, dass Lord of the Rings Universum immer mehr Ruf geht. Amazon hört das Ganze ja schon, ja, ist schon ein bisschen mein Spaß mit der Serie, mir so richtig gut aus das Ganze halt eben nicht. Und dann kommt The War of the Rohirrim, ein Anime an die Kino aus dem Lord of the Rings Universum zu einer Story, die den Tolkien selber gar nicht großartig ausgefordert hat, aber ja, die Story ist dann noch eben inszeniert gehen an einem Anime, an das an einer Animationstechnik, die das Studio Ghibli schon an den 80er Jahren besser gekriegt hat. Das ist schon mal den ersten Punkt, den mich genervt wird, dann ist die Story extrem zäh, extrem lang, auf jeden allem auch einfach uninteressant. Es passiert nicht viel an das, was passiert, kann man eigentlich schon aus einem Film wie The Two Towers. Da war ja, The War of the Rohirrim für mich eine riesige Enttäuschung zum Schluss vom Jahr, die Madonna reinkehr raggegrätscht gouf und ja, da war eben noch auf der Platz 10. Op der Platz 9 als Film, wo ich nicht geduld hat am Anfang vom Jahr, dass den op dieser List ging landen. Dem Todd Phillips sein Joker Folie A2 hat mich so massivst enttäuscht, dass ich es bald nicht wieder fassen kann. Und als so weit innen an der List, aber weil ihn nur aber trotzdem muss zu gut halten, dass der Film trotzdem sehr gut gespielt ist und schön inszeniert ist. Also Szenen sind schon super gemacht, auch die Kulissen sind fantastisch gemacht. Und die schauspielerische Leistung, also nicht klein zu schwätzen. Nur wenn der Assen weit innen an der List, mehr wann ich schon am Grad von der Täuschung müssen, da wäre schon viel mehr weit urwen. Das ganze Thema Joker Origin Story ist halt quasi kein Joker Origin Story mehr, wenn ich das schon mal für wegschwellen kann. Das Ganze ist für mich ganz schrecklich umgesagt, eine schreckliche Idee daran, wie man dem Anti-Held will umgehen gehen. Und das hat mich extremst frustriert. Auch das Thema Musical, was mich am Anfang gefreut hat, dass die Filme Musical soll gehen, hat mich dann irgendwie absolut gelangweilt. Weil alles da war Musical-Elemente angesagt goufen, dann als die Handlung stehen blieben und es hat den sich ein bisschen ein Lied lauschen. So hat das extrem genervt. Joker Folie A2, trotz guter schauspielerischer Leistung, wo in der Schauspieler nicht ukreiden kann, dass sie das nicht gut umgesagt hatten, mit die Handlung ist einfach Menge Meinung noch schlecht. Auf Platz 8 haben wir dann einen Film, den eigentlich ähnlich ist wie Joker Folie A2, wo ich mir nicht gedacht hat, dass den auf dieser Liste ging landen am Anfang vom Jahr, aber was soll ich nicht so? Ghostbusters Frozen Empire. Ashai auf der Platz 8 für mich auf von den schlechtesten Filmen aus dem Jahr 2024. Wir hatten am Viergänger eine richtig schöne Fortsetzung, eine richtig schöne Reboot-Fortsetzung, wenn ich so will. Und ich schon mal da eben gedacht, ja, was soll da schief gehen? Ne? So, die Formel gut raus, da tun sie ja gut gekriegt, das wird ja gut weitergehen. Mit dem Film war so langweilig, so uninteressant erzählt, so ein uninteressanter Plot an so einen uninteressanten Antagonist, wie ich es seltenst gesehen habe, so dass der Film eigentlich alles das, was sie mit dem Viergänger gemacht hat, einfach auf den Kopf gehalten hat. Für mich weiter eine riesige Enttäuschung, ob er wirklich auf der Platz 8 hat müssen landen oder einfach nicht mehr an der Versenkung hat könnte verschwannen. Sie haben mir hingestellt, mich hat es wirklich extremst frustriert und enttäuscht, dass der Film so schlecht war, weil mein Vierfried wirklich groß war. Und auf der Platz 7 als ein Film, den eigentlich auch schon bald nicht verdient hat, auf der Liste zu sein, den einfach misst verbuddeln und einfach vergessen soll. Dem Zack Snyder sein
zweiten Deel von Rebel Moon. Ich kann nicht mit Story nicht zusammenfassen. Ich werde doch nicht probieren, weil ich schon Story komplett vergiss. Ich schon den Film schon mal komplett verdrängt, bis dass ich mein Lösch durchgegangen. Sie wird für Filme eben hier so ein Drop kommen. Und du hast mal aufgefallen, merkt, Rebel Moon vom Zack Snyder ist ja auch noch da. Ein uninteressant Geschichte, schrecklich inszeniert, schrecklich geschauspielert, wo ich mich freuen, wieso wohl den Data wann ich Clift verfilmen. Der Zack Snyder hat die Idee schon Disney gepitcht, für dem ganzen Star Wars Stempel abzudrücken. Und Gott sei Dank, und das wäre dann nicht oft von mir her, mit Gott sei Dank wird Disney richtig Idee da gesagt, nee, los dat mal lieber sehen. Netflix wird das Ganze an Avon Ugriff geholt und eng absolut Katastrophe, du mal da produziert. Das Ganze ist nachher an einem Director's Cut rauskommt, den ich mal tatsächlich nicht angeguckt und weil die Film mich so null interessiert und so schrecklich werde ich gesagt tun. Nee, also ein Director's Cut braucht das Ganze lo auch nicht. Du weiter für mich hier auf der Platz 7 Rebel Moon, den zweiten Teil. Auf der Platz 6 haben wir dann einen Film, den schon ein bisschen runterem de Kino schon ein bisschen Schlagzeile gemacht hat. Während dem Blake Lively und das ist It Ends With Us. Der Film ist nur nach ein paar Schlagzeilen. Das Thema soll eben hier nicht gehen, aber es soll hier einfach um den Film gehen. It Ends With Us, ein Thema, wo es um Gewalt an der Beziehung geht, was ja ein extrem wichtiges Thema ist, aber was mit ganz viel Fingerspitzen viel soll behandeln. Ja, das kriegt der Film hier irgendwie nicht hin. Der Film geht hier mit dem Thema Gewalt an der Beziehung ziemlich schlasch. Und ich fand, der Film hält sich dann do, mischt sich sagt dann noch do ein bisschen einfach. Also wenn ihr das Thema do an Ugriff hält, dann muss ihr doch mit dem nötigen Respekt gehen und das mischt der Film für mich halt ganz gut nicht. Der Film ist für mich, du wähnt da schon allein nimmen, weil mit dem Thema so umgeht, wie er umgeht, ein absolut Katastrophe, absolut schrecklich. Und du kannst ihn dann einfach so, das braucht sich wirklich kein anzugucken. Die ganze Schlammschlacht nach Ronderem, sie hat da mal nach dahinter gestanden, mit darum sollte die Belohai nicht gehen, aber It Ends With Us, boah, das war echt nicht gut. Auf der Platz 5 wo man dann Filme schmecken, ist schon ziemlich viel belanglos Filme halt drauf, wo ich so kann, ja, eigentlich spreche ich auch gerne mit drüber zu schwätzen, aber es war entsagt, wo ich das gesehen habe, dass am Animationsbereich nach so ein Murks produziert kann gehen. Wir hatten das ja wirklich gut Animationsfilme, okay? Inside Out 2 war ein guter Film, weil er nicht Welt bewegen, aber DreamWorks hat mit The Wild Robot gewesen, wer am Animationsbereich wirklich machbar ist, aber wer den du alles erreichen kann. Und dann könnt eben Illumination mit Despicable Me feiern. An dem Film ist für mich ein riesen Frechheit. Kein rote Fuhren, keine anständige Geschichte, kein doppelte Boden, keine Überlegung haben drin. Wir schneiden einfach Slapstick-Momente. Während dem Gucken habe ich mich gefragt, was machen ich hier? Was gucken ich mir hier an? Wie soll ich das Ganze bewerten? So ein Müll kann ich nicht bewerten. Geheiert für mich dann einfach nicht mehr auf ein Top-List von den schlechtesten Filmen am Jahr 2024 und du wärst hier auf der Platz 5 Despicable Me feiern. Und dann auf der Platz für eine Videospielverfilmung. Ja, wir hatten an der letzten Zeit divers gut Videospielverfilmungen. Für allem im Serienbereich konnten halt verschiedene Sachen überzeugen. Wir hatten in der letzten Zeit selbst wie The Last of Us. Wir haben Arcane, die an der zweiten Season sind, und absolut alles aufrappen. Dann hat Amazon Fallout produziert, die Elo bei den Game Awards einen Preis gewonnen hat. Absolut zu Recht an eine wahnsinnig Fallout-Adaption gemacht. Und dann kam ein Film, Borderlands. An schon tatsächlich gefragt, wo ich gehört habe, yay, Borderlands kriegt einen Film. Das könnte doch witzig gehen. Du könnt doch die neidisch Brutalität auf Humor treffen und das könnte eine gute Komödie gehen. Und etwa, wow, war das schlecht. Wow, das war ein Film, wo ihr wirklich merkt, dass die während der Produktion richtig Misere hat, richtig viel Probleme hat. Okay, so richtig wusste, wo ihr nie wollt. Und ja, dann halt einfach nicht mehr einen Mucks produziert. Borderlands, eine absolut Katastrophe, eine schreckliche Umsetzung, einen schrecklichen Humor, mit teilweise aber ziemlich guten Schauspieler als Rollebesetzung, aber die konnten nicht dann leider auch nicht retten. Borderlands ist für mich dann wirklich ganz knapp Lunch Top 3 geschlittert, mehr ob der Top 3 sie wirklich, das war schlimm. Auf der Platz 3 vom M. Night Shyamalan Trap. Wow, was ein Murks als Geschichte. Also, das tut Hannen auf 4 Käsen ergehen. Und der Film ist just dafür da, für seine Mädchen quasi eine Bühne zu bieten und hier ein bisschen glänzen zu lassen. Aber was da
für ein Nonsens geschrieben gouf. Also wirklich, ich ging ja bald so, guck dir den Film einfach viel nimmer den Kap drüber zu rissen. Aber das mischt von 4 bis hannen Käsen. Hört kein richtigen Spannungsbau. Ab einem Punkt hängt den einfach schüss nach an seht ja da loset lo passieren der Mäch sowieso kein Gedanken ob der ganz los sinnvoll ist oder nicht und du wenn vom M Night Shyamalan den erst weiter am Tiefflug an den packt nimi richtig sing allheich zerregen an mischt weiter halt einfach crap was sollst du zu sagen du wenn der Trap Film op der Platz 3 dem mich absolut rose gemacht wird während dem Gucken an noch no im Kino rose gemacht wird wo ich einfach so muss das als Zeitverschwendung du wenn verdient ob der Platz 3 von den schlechtesten Film aus dem Jahr 2024. Und op der Platz 2 am Anfang vom Jahr hat gedacht, der Land op der Platz 1 aber ja der Film ist direkt am Anfang vom Jahr schon so raggeschlittert kommen an hört mal gewesen wie schlecht Kino kann sein an der das Madame Web Mam Dakota Johnson an der Hauptrolle dann haben wir halt Sydney Sweeney auch noch an der Rolle da tun ich sowieso gefriert ich kann das also wirklich schon das ist ein ganz schlimm Schauspielerin aber Madame Web als ein richtig schlechte Film man einem Antagonist den permanent behauptet dass sein Imperium vorsteht an jetzt frieden sich die ganze Zeit mir wie bist du dann was ist dann dein Imperium et den nicht über die Personage geworden et den nicht über die andere Personage geworden das einfach nimmen eine Näherreihung und belanglose Szenen die zum Schluss sich ob ein spitzt so steuert von einer riesiger Pepsis Reklam Dommer da hun sie bestimmt genug Geld gemacht weil an de Kinokäsen hue dat ganz bestimmt net überzecht Sony war der aktuell mit der Spider-Man Reihe Sumat schwierig ne Venom war auch noch katastrophal ja Marvel as ja auch gerade nicht Grenze mehr wenn dir du opfeiert das ja da geht ja wie schon kein du wennst Madame Web op der Platz 2 guck dich die Filme nicht wirklich guck nicht los nicht sehen spur der Zeit Madame Shanes geht am Rehen du bei spazieren May Shane wie Madame Web gucken lief man das Hallo op der Platz wen hat gedört es hat gehofft dass es niemals wird passieren soll Operation Pauli aus op der Platz ja guck dir Stutz Review un weil ihr wird die Film gehtt nicht positives zu so der Film als schlecht gespielt schlecht inszeniert schlecht Kamera schlecht Belichtung das ist schrecklich das ist absolut schrecklich das kann ihn sich nicht mal gucken an ich ging ja so guck die Stadt weil das nicht zu leben wie schlimm das ist bald wie ein Autoaccident du kannst du nicht wäsch gucken das du weißt auf der Platz Land leider letztebäuische Film Operation Pauli ich mengen schon selten so etwas Schlimmes ich ging ja bald so ein dilettantisches gesehen wie den Film sorry dafür aber ich kann nicht Positives in dem Film los ein Bistro Shane da sehen die Geschichte wollt verfilmen aber kriegt den Film von mir leider nicht so du winter as dat ganz dann auch lo gewirrscht mir sehen mit Eisen Flop dann eben lo durch Joa Aslo zum Schluss an genau wann dir nach jedenfalls Film würde so die fehlt aber noch auf der Liste die wäre noch viel mehr schlimm da könnte man ja gerne in die Kommentare verroden auf für den Rest wünschen dir danach ganz viel Spaß am Kino aufgenommen ganz viel Spaß am Kino am nächsten Jahr und da sehen wir als nächstes auf diesem Channel bei Film läuft bis dann ciao